die DGR, wenn ich das draufgekommen wurde, gegründet 1985 und zwar genau am 26.06.1985, das heißt heute genau vor 24 Jahren. Seit Anbeginn sind wir in dem Businesspartner, wir haben unsere Applikation damals angefangen auf einer IBM S36 zu programmieren und haben uns spezialisiert auf das Baunebengewerbe, das heißt da geht es hauptsächlich darum, Elektroinstallationsbetriebe, Sanitärinstallationsbetriebe, Elektroversorgerunternehmen durch das Spengler einfach in ihrer Arbeitsweise im kaufmännischen Bereich zu unterstützen. Das heißt, das ist im Prinzip eine ERP-Lösung und entwickelt wurde diese Software damals auf RPG 3 auf einer Datenbank DB2, sprich AS400 von Anbeginn, die ganzen Entwicklungszyklen, Betriebsbetriebe bis zur Power 6 Prozessoren jetzt durchgemacht. Das Produkt ist ja jetzt noch in Entwicklung, also wird jetzt noch gewartet parallel zu dieser Eclipse-Version. Und wir haben 2001 was angefangen, diese Applikation, diese AS400-Applikation zu portieren auf Windows. Das heißt, das war der erste Schritt für uns, eine Plattformunabhängigkeit zu schaffen. Und 2005 haben wir uns dann so überlegt, der Lebenszyklus von der Software um die 20 Jahre, haben uns überlegt, was machen wir, wie ist die Zukunft unserer Firma Marschen, unseres Produktes, und sind nach vielen, vielen Überlegungen, vielen, vielen Analysen zu einer Neuentwicklung der Software gekommen. Und eine Voraussetzung dafür war, dass wir eine Open Source Werkzeuge Open Source Basis einsetzen und sind ihm dort auf Eclipse für die Steuerplattform gekommen, setzen für den Report-Generator zum Beispiel Jasper Report ein und sind am Serverbereich, im Application-Serverbereich setzen wir JBoss ein mit Hibernate, um verschiedene Datenbanken unterstützen zu können. Auch das war für uns eine Voraussetzung, dass nicht nur eine Datenbank zu fixieren, sondern einfach unabhängig zu sein. Prinzipiell vom Programm her, ich möchte jetzt einen kurzen Überblick geben, wie hat das früher ausgeschaut und wie haben wir es jetzt in Eclipse gelöst. Das heißt, die Problematik, die wir im RPG 3 hatten, war einmal, dass wir von der Bildschirmdarstellung einfach auf 24 Zeilen und eine gewisse Anzahl von Spalten beschränkt sind. Es hat da zwei Möglichkeiten gegeben, entweder 132 Spalten oder 80 Spalten und natürlich, dass eine zeichenorientierte Oberfläche war, haben wir keine Möglichkeiten gehabt, wie Drag and Drop und natürlich von kleinen Themen. Und das war einfach der Angriffspunkt, den wir unsere Kunden auch gehabt haben, gerade im Angebotsbereich, im Kalkulationsbereich, weil da haben wir sehr viele Techniker gehabt, die mit CAD-Zeichen haben, die riesen Bildschirme gehabt haben. Und wenn man dann so einen Bildschirm besser gemacht hat, ist halt, war zwar die Schriftpresse, aber deswegen haben wir nicht wirklich mehr Positionen auf so einen Bildschirm bringen können. Wir haben uns eben helfen können, auskodiert irgendwelche verschiedene Sichten, wie es zum Beispiel da ist, wo man sich entscheiden kann, möchte man jetzt mehr Informationen in einer Zeile haben, das hat nur eine vierzeilige Anzeige gemacht, dafür haben wir nicht 3 Positionen gehabt, oder irgendwie das Umschalten, Tabelleneingabe, Modi. Aber das war einfach immer die Problematik, man hat die Übersicht, also gerade bei großen Leistungsverzeichnissen, wo tausende Positionen drin sind, hat man da sehr schnell die Übersicht verloren. Wie schaut das im Eclipse aus? Wie haben wir das gelöst im Eclipse? Hier haben wir diese bekannte Darstellung. Wir haben einen Projektexplorer, wo man in verschiedene Projekte sich lokal abspeichern kann. Einstellungen, einiges klarer, es gibt einige Einstellungen hier zu treffen. Und die vielleicht untereinander die Frage, wie frei sind, wenn das so erstellt. Dann sieht man, dass da tatsächlich diese Preise genommen werden. Man kann das auch probieren, ohne dass man den Dialog einblendet, dass man in den Einstellungen sich merkt, dann übernehmen wir das so, ohne dass immer dieser Dialog kommt. Man sieht dann da entsprechend bei gleichen Positionen die gleichen Kalkulationsansätze, die gleichen Preise entsprechend ein.
Ja, ein weiterer Punkt, bei dem wir oft nicht, also keine Lösung bieten konnten, ist, wie schaut das am Ausdruck aus? Diese Thematik Druckvorschau, wie schaut der Seitenumbau aus, geht das Ganze auf einer Seite aus? Ich habe zuerst kurz erwähnt, wir haben da eingebunden den Crystal Report. Wenn man da jetzt, also kann da jederzeit eine Druckvorschau generieren. Druckansicht generieren. Wir haben verschiedene Vorlagen, das heißt, ich kann verschiedene Vorlagen definieren, man kann aber bei jedem Kunden eigene Vorlagen definieren, wenn man das drüber definiert kann, den entsprechenden Ausdruck selber generieren. Und wenn man das dann groß macht, sieht man ein bisschen mehr. Man kann dann vor allem durch die einzelnen Kapitel durchgehen. Man sieht sehr schön, wie schaut das Angebot aus. Und eine weitere sehr schöne Funktion ist, dass wenn ich zum Beispiel da direkt auf die Positionsnummer klicke, dass er dann die entsprechenden Kapitel markiert. Beziehungsweise von der anderen Seite her kann er da sagen, rechte Maustaste Kundenbericht anzeigen und er hilft von einem entsprechenden Ausdruck. Genau dazu kann man anschauen, was da der Seitenumbruch, muss ich vom Text irgendwie was ändern. Und auch diese Exportmöglichkeiten, zum Beispiel Export als PDF oder als Buch, das sind einfach Dinge, die einfach schon vorhanden sind und die man sehr, sehr leicht einbinden kann. Ja, vielleicht die Erfahrungswerte, die wir da gemacht haben mit Eclipse. Also ich bin selbst in der Kundenbetreuung tätig, in der Schulung tätig. Der Schulungsaufwand ist um einiges weniger geworden, weil einfach die Bedienung viel einfacher ist. Also es ist keine Wertesystem mehr, wo man muss nicht die Funktionstaste auswendig wissen, dass man kopieren kann. Man muss wissen, welche Angaben setzen. Das Kalkulationsprogramm, so wie es da ist, ist für Schulungsaufwand wurden am halben Tag oder Tag 5, 6 Stunden maximal. Und die Leute können wirklich produktiv in den Betrieb gehen. Und der Rest, also die Fragen halt, macht man halt telefonisch durch. Und da haben wir sich schon sehr, sehr viele Fortschritte auf der Kundenbetreuung her und Erleichterung der Kundenbetreuung erzielen können. Ja, das war an sich jetzt mal ein grober Überblick. Es sind einige Funktionen, es gibt viel mehr, aber aufgrund der Kürze, wir haben insgesamt das 3 Jahre entwickelt an diesem Produkt. Es ist sehr schwer, in einer Viertelstunde jetzt da alles zu präsentieren. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit hätte ich gesagt, ich hätte mal da jetzt mal Schluss gemacht. Stelle gerne Fragen zur Verfügung, was man wissen möchte.